Mitführen von Glasflaschen und anderen Gegenständen, welche splittern könnten. Ich bitte euch, den Anweisungen der Ordner und der Polizei Folge zu leisten. Für deren hervorragende Arbeit ich mich im selben Atemzug abermals herzlich bedanken möchte. Ihr seid spitze! Jeder ist heute wieder Ordner. Dresden zeigt, wie es geht. Wo soll ich nur wieder anfangen heute? Auf die mediale Berichterstattung einzugehen, macht keinen Sinn. Das wisst ihr alle selbst mittlerweile. Ich beginne also mit dem Wichtigsten, mit euch allen hier. Danke, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid, um euren Unmut über die aktuelle Politik Ausdruck zu verleihen. Als erstes möchte ich eigentlich meine Enttäuschung über die Äußerungen von Frau Petri, welche ich im Sachsen-Spiegel Online lesen musste. Sie hätte mich in Personalie Lutz Bachmann beraten. Da sage ich ganz klar dazu, nein, dem war ganz sicher nicht so. Ich möchte hier nochmal ausdrücklich unsere Überparteilichkeit unterstreichen und ich wünsche mir einfach, dass bitte die Sachen, die in der Zeitung lesen, nicht immer ganz für voll genommen werden. Das möchte ich hier nochmal zum Ausdruck bringen. Es gab keine Absprache mit der AfD, es gab keine Absprache mit der Frau Petri und ich habe mich von ihr definitiv auch nicht beraten lassen. Das möchte ich hier ganz deutlich noch einmal unterstreichen. Das war eine Entscheidung, die wir im Organisationsteam getroffen haben und zu der wir uns natürlich noch zu gegebener Zeit äußern werden. Also wie gesagt, wir sind überparteilich und Pegida bleibt überparteilich. Das möchte ich unterstreichen. Ihr wisst sicher noch genau, wie alles angefangen hat. Die Ausschreitungen in Hamburg, Celle und zuletzt die Forderung nach Waffen für die PKK von einer Demo auf der Prager Straße, hier in unserem schönen Dresden. Da haben wir uns gesagt, halt, hier stimmt etwas nicht in unserem Land. Das hat uns den Anstoß gegeben, etwas zu tun und wir sind mittlerweile einige Themen geworden, die es in Deutschland gilt anzupacken und wofür wir hier alle auf der Straße sind. Leider werden wir noch immer von vielen Menschen falsch wahrgenommen. Das haben wir natürlich auch der Medienmacht zu verdanken. Es ist einfach so. Wenn Äußerlichkeiten wichtiger sind als Inhalte, wenn ein Fußwippen oder ein Blick auf den Boden wichtiger wird, als die Stimme eines nicht unerheblichen Teils des Volkes wiederzugeben. In diesem Moment gilt mein Dank ganz besonders Herrn Richter von der Landeszentrale für politische Bildung. Welcher nun wirklich kein großer Befürworter unserer ist, aber er hat sich stets bemüht, alle Beteiligten objektiv zu beleuchten und auch uns, welche durch Medien und Politik verteufelt wurden, ein faires Gehör zu verschaffen. Vielen Dank an Herrn Richter. Er musste in den letzten Tagen aufgrund unserer Pressekonferenz viel Kritik einstecken und ich finde einfach, das gehört nicht in diese Demokratie. Wir, das Organisationsteam, sind stets bemüht, euch eine Stimme in der Medienlandschaft zu geben und Gehör in der Politik zu finden. Leider fängt es schon damit an, beziehungsweise da hätte es ohne Herrn Richter seine Tatkraft schon aufgehört. Wir als Mitglieder bekommen nicht einmal einen Raum vermietet, in dem wir hätten eine Pressekonferenz abhalten können. Selbst nach dem Treffen mit der AfD hat sich der Eigentümer des Objektes bei seinen Mietern dafür entschuldigt, dass wir im Haus gewesen sind, natürlich ohne seines Wissens. Ist das demokratisch, geschweige denn weltoffen?
Andrea Khalid. Ich habe die Demo dazu in Dresden verfolgt, welche ganz gezielt von linker Seite initiiert war, um gegen Pegida und der Dresdner Polizei Hetze zu betreiben. Ich möchte das hier wirklich nicht weiter ausschmücken, aber da sind Reden gehalten worden, die waren jenseits von Gut und Böse. Und diese Menschen nennen sich weltoffen und tolerant, wahrscheinlich ausschließlich nur ihren Vorurteilen gegenüber. Ich möchte euch hier jetzt nicht fragen, was manch einer von euch für Vorurteile gegenüber denen hat, welche da mit dem Schild Khalid ist Dresden, an welche übrigens sein Mörder mitlief, an der rechten Seite. Welche Vorurteile ihr gegenüber diesen Menschen habt? Sicher, Vorurteile sind schwer abzulehnen, aber man sollte doch immer wieder versuchen, den oder die Menschen dahinter zu sehen und sich in erster Linie sagen, da ist ein Mensch ums Leben gekommen und die Tat ist zu verurteilen, egal wer der Mörder ist oder war. Vielleicht sollten einmal die aufhören zu instrumentalisieren, welche uns immer wieder dazu auffordern, genau dies nicht zu tun. In diesem Sinne möchte ich Herrn Hartmann danken, welcher der Einzige war, der zu einer Entschuldigung geraten hat. Ich denke, nach all dem Geschehen wäre dies auch angebracht. Und ich würde mir wünschen, dass sich diejenigen, welche immer sehr damit beschäftigt sind, unsere Veranstaltung mit haltlosen Parolen zu stören, sich einmal mehr mit unseren Forderungen auseinanderzusetzen. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch diese Menschen Schnittmengen mit uns feststellen würden. Als ich nach unserer letzten Veranstaltung auf dem Heimweg war, wurde ich von einem jungen Mann mit Fahrrad angesprochen. Er sagte gleich, ich gehöre zu euren Gegnern. Aber was dann geschah, würde ich mir für die Zukunft wünschen. Man hat sich einfach mal ganz ungezwungen seine Meinung ausgetauscht, ohne dass der eine den anderen versucht hat zu überzeugen. Das war ein toller Anfang, finde ich. Aber dann gibt es leider noch die Extremisten, die wollen leider keinen Dialog, sondern nur Gewalt. Wir sehen es in Dresden bei unseren Veranstaltungen und wir haben es letzten Mittwoch in Leipzig gesehen. Diese Form von Terror ist unentschuldbar und wird durch linke Parteien unterstützt, indem sie die Urheber der Gewalt verschweigen. Und wer sind neben uns wieder die Hauptleidtragenden? Unsere Polizei, welche mindestens genauso massiv, wenn nicht noch mehr angegriffen und beleidigt werden. Das muss aufhören. Trotz der immer steigenden Gewalt, natürlich auch auf sächsischen Straßen, ist im sächsischen Parlament tatsächlich die Polizeireform 2020 beschlossen worden. Mit der Begründung, dass in Sachsen immer weniger Menschen leben und diese somit auch weniger Polizeikräfte benötigen. Es sollen enorm Stellen abgebaut werden, unberücksichtigt nach dem tatsächlichen Bedarf und anhand der Kriminalitätsrate in Sachsen. Der Stellenabbau bei der Polizei heißt nicht, dass etwa Kräfte entlassen werden, sondern es werden einfach weniger junge Polizisten eingestellt. Was das bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen. Die Polizisten werden immer älter, der Krankenstand wird immer höher. Die Polizei braucht einfach mehr technische Mittel. Ich bin dafür, wir sind eine riesengroße Macht und wir haben das Recht, diese Reform zu kippen. Und ich fordere euch dazu auf, ein Volksbegehren mit uns zu initiieren, wo wir uns einfach sagen, kippt die Polizeireform 2020, das ist unhaltbar.
wir alle es geschafft, dass die Politik über viele Sachen redet, welche lange Zeit tabu waren. Wir haben es geschafft, die Politikverdrossenheit bei vielen Nichtwählern zu beenden und diese ermutigen, ihre Stimme zu erheben und aktiv der Gestaltung unserer Gesellschaft mitzuwirken. Genau davor haben die Machthabenden Angst und sie wissen um die enorme Kraft, welche diese Menschen darstellen. Bei einer Wahlbeteiligung von ca. rund 50% bei der letzten Wahl in Sachsen heißt das nämlich, dass die Mehrheit des Volkes von niemandem mehr vertreten wird. Diese Leute erreichen wir Stück für Stück und werden immer stärker, und je stärker wir werden, umso mehr Angst haben die sogenannten Volksvertreter. Schaut euch doch mal um, wie sie hektisch um sich schlagen mit Nazi- und Diffamierungskeule, wie sie eiligst versuchen, irgendwelche Parolen zu etablieren, nur um die Masse zu beruhigen, und wie sie mit Geld um sich werfen, um Stars nach Dresden zu holen, nur damit endlich die ersehnte Schlagzeile kommt. Nur damit endlich die ersehnte Schlagzeile kommt. Pegida verliert auch in Dresden im direkten Vergleich. Dass es sicher zweifelhaft ist, wenn man versucht, ein Gratiskonzert mit Stars, Lichtspielen und Riesenbühne mit einer Kundgebung von politisch Interessierten, um die Zukunft gesunder Menschen zu vergleichen, dürfte jedem klar sein. Es wird auch nicht mehr lange funktionieren, denn die Menschen lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen von Presselügnern und Politikversagern. Realitätsverweigerern eine Brücke zu bauen und das Vakuum zwischen Politik und Volk zu beseitigen. Erstens, unkontrollierte quantitative Zuwanderung soll nach dem Vorbild von Kanada oder der Schweiz gesetzlich geregelt werden. Zuwanderer sollen sowohl das Recht als auch die Pflicht zur Integration erhalten. Islamisten und religiöse Fanatiker sollen ausgewiesen werden und nicht wieder einreisen dürfen. Bürger sollen in direkter Demokratie auf der Basis von Volksabstimmungen und über Bundespolitik entscheiden können. Die Kriegstreiberei gegen Russland soll zugunsten eines friedlichen Miteinanders der Europäer ebenso beendet, wie im Gegenzug die Autorität der europäischen Länderparlamente bekräftigt werden. Die innere Sicherheit soll gestärkt werden, unter anderem durch einen sofortigen Stopp des Stellenabbau der Polizei und die Ausstattung selbiger mit den erforderlichen zeitgemäßen Mitteln. Nun, Freunde, ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast aus Leipzig begrüßen zu dürfen, welcher Vertreter von Legida ist. Ich möchte euch heute vorstellen und begrüßen Herrn Silvio Rösler aus Leipzig.
herzliches Hallo an euch hier in Dresden. Von euren Brüdern und Schwestern, den Spaziergängern aus Leipzig. Mein Name ist Simmel Rösler und ich vertrete das OGA-Team der Legida. Erst einmal vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung bei unserem letzten Spaziergang bei uns in Leipzig. Bei der Kundgebung und beim Spaziergang unter der Drohung der roten Terrorbanden. Es wurde viel gemunkelt, dass es Differenzen zwischen Dresden und Leipzig gäbe. Ja, diese Differenzen gab es. Aber wir haben uns zusammengesetzt wie erwachsene Menschen und haben diese Probleme und Differenzen aus der Welt geschafft. Deshalb jetzt diese Botschaft an alle hier. Dresden und Leipzig spazieren in Zukunft Schulter an Schulter. Und wir werden gemeinsam sehr, sehr viel erreichen. Hier in Dresden, in Leipzig, in Sachsen und in ganz Deutschland. Das verspreche ich euch im Namen von unserem OGA-Team. Vielen, vielen Dank. Jetzt aber gebe ich an den Wurf. Folgen Sie denen nicht. Was wollen Sie uns damit sagen? Was wollen Sie mir damit sagen? Wem nicht? Warum nicht? Nein, ich werde keine Autos anzünden. Ich werde auch keine Bahnhöfe lahmlegen. Ich werde auch nie unschuldige Menschen verprügeln. Warum? Ich gehe mit Pegida. Meine Freunde, ich glaube, das ist die erste Bundeskanzlerin in diesem Land, die ein Volk spalten möchte. Wir hatten Adenauer, wir hatten Schmidt, wir hatten einen Brandt. Das waren Politiker, meine Damen und Herren. Herr Thierse, Herr Thierse, Politik, haben Sie gesagt, Politik geht langsam. Politik kann nur langsam gehen, wenn man nicht arbeitet, meine Freunde. Wir haben euch in Berlin die Büros eingerichtet. Wir haben euch Autos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt fliegen, überall in die Welt hinaus. Ihr müsst arbeiten. Demokratie kann nie erfolgen, wenn man als Politiker sich fühlt. Demokratie ist des Volkes Stimme. Und aus diesem Grund, nur aus diesem Grund, bin ich schon das 10. Mal in einer wunderbaren Stadt namens Dresden. Ihr seht mich immer vorne stehen und fragt euch, wer ist das? Das ist der Horst. Für Pegida fahre ich 700 Kilometer. Und ich werde euch sagen, Herr Thierse, nochmal, Herr Thierse,
Politik ist langsam. Ja, Politik ist langsam. Politik kann aber auch verlogen sein. Und diese Lügen kommen zurzeit in Deutschland und in Europa auf den Tisch der Tatsachen. Bischof. Freunde, macht weiter so. Und ich werde immer so oft kommen, wie ich kann. Tschö. Am 12. Januar stellte die Antifa folgenden Aufruf ins Weltnetz. Ich verlese einige Zitate, den gesamten Text spare ich mir. Zitat: Wir werden die Pegida-Nazis mit einem Seil an einem Porsche 911 Anhängerkupplung befestigen und mit 280 km/h über der A7 das Faschistenbad schleifen, bis nur noch ein stinkender, brauner deutscher Fleischklumpen übrig ist. Wir lieben und fördern den Volkstod. Dann geben wir dem braunen Pegida-Völkerabschaum den letzten Ruck zum endgültigen Volkstod. Rüsten für den Bürgerkrieg gegen die Pegida. Den braun versifften Bundesfachmann werden wir mit einer Kettensäge in 88 Scheiben schneiden. Blutgericht in Dresden. Kartoffelmassaker, Nazi-Schädel, Spalten von der braun versifften Pegida, NPD, AfD, die Rechte und so weiter. Wir werden die Pegida-Nazi-Schweine im Flüssigstickstoff tauchen, damit wir die Nazi-Schweine mit einem Vorschlaghammer in Stücke schlagen können. Nazi-Scherben bringen Glück. Circa 25.000 geistig degenerierte Pegida-Nazi-Schweine turbelten am 12.01. durch Dresden. Die Pegida-Nazi-Schweine träumen vom braunen Volksaufstand und wollen Migranten, Antifaschisten, BRD-Politiker, Journalisten, Lügenpresse, Volksverräter etc. hinrichten. Wenn die Pegida-Nazis aufrufen, so werden wir die Pegida-Volkspest vernichten. An alle Bundesbürger und Antifaschisten, rüstet euch zur finalen Schlacht. Dann geben wir dem braunen Pegida-Völkerabschaum den letzten Ruck zum endgültigen Volkstod. Wir werden die Pegida-Nazi-Schweine mit allen Mitteln vernichten. Die Pegida-Nazis, Neonazis, Reichsretten etc. drohen immer mit dem berüchtigten Tag X, an denen die germanischen Zellhaufen und Verfassungsfeinde unsere Demokratie abschaffen wollen. Wenn die Nazis aufrücken, Bundesbürger, Antifaschisten, nehmt die Gewehre oder Hammersichel, Reitschwert, Kandana, Machete, Kettensäge, Uzi, AK-47, Milligun, Raketenwerfer, Stalin-Uhr, japanische Kampfhubschrauber, Lancaster-Bomber etc. zur Hand und zerschlagt die faschistische Pegida-Herde, setzt Dresden wieder in Brand. Weitere Zitate erspare ich mir.
Es ist die gleiche Antifa, mit der sich Politiker, Gewerkschaften, Kirchen, Hochschulen solidarisieren. Frau Schwesig wird sie gar mit unseren Steuergeldern gefördert. Ich habe diesen